Seid begrüßt. Was hat sich? Ihr hat doch Proste Jiddisch und heint is Proste Jiddisch am Mischpache-Geschäft. Ja, die Mama ist zurück und sie wird weiterreden wegen die Kinderjahren. In Saison 2 hat sie geredet wegen Wohnen in Polen, wenn sie ist gewesen ein Pitzelkind. Und heint wird sie reden wegen wenn sie ist angekommen in Australien zu 5 Jahren. Wenn ich hab angeheuben dem Podcast, hab ich gewollt, es alles soll sein sehr klar und leicht zu verstehen. Und weil Anhebers lernen sich oft, wie zu reden wegen Menschen, wie heißt du, wo wohnst du und so weiter, hab ich geredet a Sach wegen Menschen. Menschen von der Mischpache, Menschen von der jüdischen Kultur und ein bisschen wegen meiner Freund. Mit der Zeit ist der Podcast geworden ein bisschen schwerer und ich und die Gäste reden wegen allerlei Themen. Aber ich hoffe, es ist noch als klar und nicht zu schwer zu verstehen. Was meint ihr? Schickt mir eine Ansage oder schreibt an einen Kommentar. Aber nu, heint will ich sei wie reden wegen einer teuren Chaveter. Aber vor dem, lass mir hören von der Mammen. Shalom Aleichem. Ich heiße Renata und heint will ich euch erzählen ein bisschen wegen mein Ankommen in Melbourne, Australien. Wir sind angekommen in April 1951. Ich bin gewesen 5 Jahre alt und bald rein in Schule, in was man hat damals gerufen Babs Klasse. Aber wir sind nicht gewesen kein Eufelach. Kein Wort Englisch habe ich nicht gekannt. Ich habe ja gekannt Deutsch, Polnisch, Jiddisch und Hebräisch. Aber die alle Sprachen haben nicht geholfen. Ich habe verstanden gar nicht. Mein erster Tag in Schule hat die Mama mir speziell schön angetan in meine besten Kleider. Ein wollen gestrickte Kleidel, ein groß rosa Kokarde in die Haare, lange wollene Skarpetkes und glanzende Schichelach. Wenn es hat mir abgenommen beim Sof von dem Tag, habe ich geweint und gewaltet. Ich will nicht mehr gehen in Schule, bis du kaufst mir ein blau und weiß gekratterte Kleidel und schwarz Schulschicht, also wie alle anderen Kinder tragen. Und nicht kein rosa Brot und Edelkäse. Nur Weißbrot und Gelkäse, also wie alle anderen Kinder essen. Das ist nicht gewesen die erste und erwarte nicht gewesen die letzte Mal, wenn ich habe so geteilt. Ich will das, was andere haben. Und euch nicht das letzte Mal, was die Mama hat mir geämpft. Nein, das kann man sich nicht erlauben. Du darfst es nicht. Ich gedenke schon nicht, wie viel Mal wir haben gehabt, pink dieselbe Schmutz durch meine Kinder und 10 Jahren. Es ist gewesen so schwer, nicht zu verstehen. Ich bin gesessen stumm und unmutig. Ich gedenke ganz nicht, wie soll. Öfter ist es gewesen mit der Heutisch oder 6 Wochen später, aber ich habe schon ja gekannt, gemacht als verstehen. Zwischen die Wochen hat die Lehrer reingerufen, die Mama und ihr gesagt, als es wird besser sein, für mir zu gehen in eine Spezialschule, wo es wird besser passen für mir, weil ich verstehe nicht die Lektion. Was ich weiß nicht jetzt ist, erstens, wie hat die Mama verstanden, was die Lehrer hat gesagt zu ihr, als die Mama hat verstanden weniger Englisch wie ich. Und zweitens, die Schule ist gewesen voll mit Immigranten.
Wir haben gehabt Fotos in die Zeitungen wie eine Schule, was hat Kinder von über 50 Ländern. Nun, wie soll hat der Lehrer gemeint, als ich wollte ja etwas gekannt verstehen, wenn ich bin noch was angekommen in Land? Die Mama ist gewesen stark erschrocken, aber auf kein Schum öffnen hat sie es etwas gegeben zu verstehen, die Lehrer wird ihre Natter gehen in kein speziell Schule. Bislang ist es mir geworden besser und ich habe angehoben zu verstehen und liebhaben gehen in Schule. Für meine Eltern ist es gewesen gar schwerer. Leicht zu gewinnen Arbeit, der Tate in einer Strickfabrik, die Mama wie eine Finnische veranzogen. Kein Sach Englisch hat man nicht bei der Arbeit gerät. Alle sind gewesen jüdische Immigranten. Für Tate Mama hat es gedauert lange Jahre, bis sie haben gerät und gelernt Englisch. Und schreiben haben sie keinmal nicht gut gekannt. Mein Chavter Annie ist schöpferisch und fähig auf alles. Sie hat sehr lieb zu schaffen mit die Hand. Sie hält, es Schaffen ist ein radikaler Akt. Von Kindweis an hat Annie gehabt a Chulem. Sie hat gewollt bauen ihr eigene Stub. Zu 33 Jahren ist Annie mit ihr Weib Genevieve und 2 kleiner Kinder weg von ihr Heim in Sydney. Eine neue Ventura. Sie seien angekommen in Dorf, weit weg von der großen Stadt und haben keinem nicht gekannt. Haben sie gekauft an Erdheilig und angehäuben bauen a kleine Stub. Der Gedanke ist gewesen, zu lernen sich bauen, beim Bauen etwas klein, ein einzimmerdicke Stub. Es ist nicht gewesen kein Elektrie oder Kranwasser, als hat man gedarf zugreden. In die ersten paar Jahren haben sie versetzt Bäume, gehodert Kinder und Hühner und gearbeitet in Städtel euch. Und wie allemal hat Annie genäht und gehäkelt. Und damit hat sich ihr gemacht a Brustrack. Annie hat gedarft a 2 Mastektomier und Chemotherapier. Wenn sie haben schon gewohnt 5 Jahre in einem kleinen Haus, haben Annie und Genevieve angehäuben bauen a größere Haus. Sie haben verbeten 25 Menschen auf a Soffwoch. Menschen seien gekommen helfen, aufheben die Wand. Nachdem hat es gedauert 10 Chedoshim Arbeit, auszuendigen dem Haus, mit Fenster und Tieren, a Kich und noch. Und das Haus ist prächtig schön, Tacke a Kunstwerk, vielfarbig gemacht mit die Hand. Das Haus ist euch voll mit Kunst von Chaverim und das, was Annie hat allein gemacht. In die letzten paar Jahren hat sie angehäuben zu schaffen Teppicher von Woll, was man ruft auf Englisch Tufting. Die Teppicher seien äußergewöhnlich schön. Sie macht sie sei für Chaverim, sei zu verkaufen. Ich hab schon ein paar bei mir in der Heim, was Annie hat uns gegeben, Matones. Annie ist tacker a breitherziger und hat sehr lieb zu schaffen Matones. Das ist bloß ein paar Wörter wegen Annie. Ich kann sie nicht abschätzen wie gehörig. Annie ist einer auf der Welt, so übergegeben, voll mit Liebschaft und Schöpferischkeit ohne Sof. A getreuer Chavter,
auf ein Emmes en Oizer. Als ihr wollt sehen Bilder von die Teppicher oder dem Haus, was Annie hat gebaut, geht a guck in einem Transkript. Und es seien dort auch ein paar süße Bilder von der Mammen, wenn sie ist angekommen in Australien. A Dank fahren sich zuhören, bis wir treffen sich wieder, seid gesund und red Jiddisch.